Herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. 60 Kilo, die Damen und die Herren. Das ist die Quantität an Plastikabfall, die alle einzelnen Europäer an der Moyenne am Jahr produziert. Das sind zusammen bei 26 Millionen Tonnen, von denen aktuell nicht mehr knapp 30% recycelt gehen. Wie was geschieht da mit dem Rest? Die geht bestenfalls verbrannt oder landet auf einer Deponie. Leider flieht aber auch viel zu viel Dachs nach Landstraße, an den Büsch oder sonst wo. Und das führt dazu, dass die Umwelt massiv verschmutzt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist schon immer ein grosses Problem. Es geht mir nicht nur darum, kein Knast zu sehen, wenn ich an den Büsch spazieren gehe oder auf der Plage an der Vakanz bin. Nein, Plastik, das ist auch richtig gefährlich für unsere Welt. Besonders für die Walen, Deckelsmoken und Fische, die am Wasser leben. Aber last but not least ist der Plastik auch richtig gefährlich für unsere Gesundheit. Weil Plastik sich noch langer Zeit zersetzt, da seht man bloß nicht mehr ganz viel davon. Aber auch wenn nicht mehr gesagt, hat sich einfach nicht in der Luft abgelöst. Die Plastik schwimmt weiter in Form von kleinen Bilderchen am Wasser. Wisst ihr dann auch zum Beispiel, dass am Shampoo oder an der Hautcreme, die alltag benutzt, wird auch Mikroplastik gebraucht, für das Haar mehr schön blinken oder dass das Haut mehr schön blinkt. All diese Plastik findet sich am Wasser rum. Die Fische fressen das, aber wenn die Fische nicht im Plastik futtern gehen, also schlussendlich möglich, dass die Fische auch durch den Plastik natürlich rum bei uns im Teller landen. Es muss kein Doktor sein, für festzustellen, dass das nicht gesund kann sein. Dafür holen wir am Parlament das Problem ganz echt und wir probieren, den Verbrauch von Plastik zu reduzieren. Den Recyclingtod zu erhöhen und Produkte, die Dele Depart so zu entwerfen, dass man Plastik muss gebraucht gehen. Heute dann noch ein Ausschnitt aus meiner Rede aus dem Plenarsaal am Europaparlament zu Straßburg, die ich heute gehalten habe. Mesdames et Messieurs, 87% de nos concitoyens sont préoccupés par les dommages causés par le plastique. Je fais partie de ces 87% parce que moi aussi, je veux laisser une planète vivable aux générations futures. Ce matin, Jean-Claude Juncker a affirmé sa volonté de cimenter la réduction de l'utilisation des matières plastiques dans la législation européenne. La proposition sur les matières plastiques à usage unique, à laquelle faisait référence M. Juncker, manque encore d'ambition à mon goût. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement justement qui oblige les États membres à réduire de 50% leur consommation nationale de plastique. Et un petit clin d'œil peut-être aussi à la présidence autrichienne ici présente, le Parlement européen sera certainement prêt pour conclure ce dossier encore sous votre présidence. Wir zu Lützeburg gehören am Moment zu den Vorreitern, was die sogenannte Kreislaufwirtschaft betrifft und auch was die Gestion vom Abfall angeht. Auch wenn das heute so schwer zu glauben ist, geht es uns im Portemonnaie langfristig besser, wenn wir die Probleme schon an den Griff holen. Die kennt alle gut die positiven Aktionen, die wir schon zu Lützeburg machen, Super Dreckskirche, Ökotut, wie ich nicht die zu nennen. Es geht darum, für das, was wir heute zu Lützeburg machen, dass das auch die 501 Millionen Europäer Werte machen. Die sehe ich bestimmt, okay, wenn wir das hier in Europa machen, was bringt das da, wenn der Rest von der Welt nicht mitmachen möchte? Ich bin der Meinung, dass es Pflicht ist, eine Vorreiterrolle zu spielen, wenn es darum geht, weniger Plastik zu gebrauchen und dafür zu sorgen, dass den wir gebrauchen, nicht an der Natur und am Wasser landet. Für zu garantieren, dass das auch so umgesetzt wird, hat die Europäische Kommission einen Propos auf den Tisch gelöst, für den Einwegplastik, für den es schon Alternativen gibt, zu reduzieren. In diesem Kontext habe ich auch schon verschiedene Amendmente eingebracht, für das Niveau d'Ambition von dieser Propos zu erhöhen. Ich will heute nicht weiter in den Detail gehen, mich werde ich sicherlich auch Kur halten, wenn wir an die Decisivphase von dem Dossier kommen und ich weiter informieren. Wenn ihr Lust habt, auf mich von meiner Arbeit im Parlament gewürzt zu gehen, dann könnt ihr mich auch gerne auf meinem Facebook, Twitter und Instagram suivieren, das ist hier innen angeblendet. Das wäre dafür das vom Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Merci für das Nachlauschen und hoffentlich bis geschwind.